Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde. Ja, ihr konntet uns die letzten Minuten schon beim Frühstück beobachten. Es ist morgens um 9 hier in der Nähe von Valletta auf Malta. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie war die Nacht? Das erste Mal freistehen in Malta. Es war eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Leider haben wir hier einen Platz erwischt, der richtig laut war. Bis morgens um 2 wurde hier Musik gespielt, wie verrückt. Ja, Steffi hat derweil geschlafen, natürlich, wie immer. Ich nicht, darum wird der Tag ein bisschen anstrengend, aber naja, wir werden uns trotzdem später dann auf die Reise machen, weiter über die Insel. Aber erst wird noch fertig gefrühstückt. Wer uns schon länger folgt, der weiß, dass wir ja ein bisschen Rollentausch haben bei uns in der Beziehung. Steffi schraubt ja zum Beispiel und bastelt und ich habe jetzt zum Beispiel die Küche fertig gemacht, dass wir danach auch abfahren können. Nur Steffi, die ist gerade nicht da. Jetzt schaut mal. Wir schauen da mal kurz raus. Na, wer hat's erkannt? Steffi hat natürlich wieder der Ehrgeiz gepackt. Sie steht mit der Angel am Meer und hofft auf Fische, weil die lieben Herren da vorne vorher rangefahren sind und gleich einen Fisch rausgezogen haben. Und Steffi hat jetzt natürlich das Gefühl, was die können, kann sie schon lange. Und ich bin natürlich jetzt mega gespannt, ob sie auch was rauszieht. Gestern hat es ja nicht wirklich funktioniert. Wir mussten da in Cornflakes oder durften Cornflakes zum Abendessen. War natürlich auch lecker. Nur hatten wir jetzt keine Milch mehr für den Kaffee am Morgen. Das war ein bisschen schade. Also ich mache jetzt hier noch Küche fertig, dass wir dann auch abfahren können, egal ob mit oder ohne Fisch. Und ja, wir schauen mal kurz bei Steffi vorbei. Ist ja auch noch viel zu früh, um Fisch zu essen. Das stimmt doch nicht. Fisch kann man auch Doch. zum Frühstück essen. Nein, keinen frischen Fisch. Malta ist ja bekannt für seine vielen Filmkulissen und hier sind die Malta Filmstudios. Ich glaube nicht, dass man die besichtigen kann, das sieht hier nicht wirklich danach aus. Aber reingucken, das kann man und man sieht dann auch die verschiedenen Relikte, wie zum Beispiel da hinten ein riesiges hölzernes Schiff. Und ja, hier werden also zahlreiche Hollywood-Streifen gedreht. Ja, vor allem für Wasserszenen haben wir doch Genau, gelernt, auf oder? das sind sie spezialisiert. Sie können hier auf Knopfdruck Riesenstürme loslassen und das sieht dann für den Film natürlich perfekt aus, während ja im Hintergrund die Sonne scheint. Ja, das ist wirklich sehr spannend, was Malta hier in diesen Filmstudios alles machen kann mit Wasser. Wir haben, bevor wir losgereist sind, noch eine ganz spannende Dokumentation rund um das Thema geschaut. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Ich glaube vom WDR oder so. Und da sieht man, was die alles machen können und vor allem auch, welche Filme hier gedreht wurden. Das ist richtig spannend. Es dreht sich ja in Malta allgemein alles so ein bisschen um den Film. Der Pate wurde hier gedreht, Game of Thrones und ganz viele andere Filme. Popeye unter anderem auch, da fahren wir auch noch vorbei. Also hier dreht sich alles ein bisschen um Film und Schein und Sein. Und ja, sehr, sehr spannend. Die Filmstudios, die Malta Filmstudios, die haben wir jetzt gesehen. Und wir sind jetzt sozusagen in der Smart City. Das ist so ein bisschen außerhalb von Valletta. Und vielleicht könnt ihr das da sehen. So soll das mal ausschauen, wenn das fertig ist. Derzeit wird ordentlich gebaut hier, dass das irgendwann dann mal so eine Form annimmt. Das ist ein guter Ort, wo man frei stehen kann, frei übernachten kann, weil nachts halt einfach nichts läuft. Und ja, wir fahren jetzt weiter, müssen mal gucken, wohin genau. Auf jeden Fall der Küste entlang. Leute, wir haben etwas ganz, ganz Seltenes gefunden auf Malta und zwar einen Lidl. Es gibt genau 6 Lidl auf der ganzen Insel. Also da hat man schon ein bisschen Glück, wenn man so einen findet, oder? Würdet ihr auch sagen? Wir decken uns jetzt ein, dass wir nicht gleich den nächsten schon wieder suchen müssen und sind natürlich gespannt auf das ganze Sortiment, was es hier gibt. Auf die Preise sind wir sehr gespannt. Und ja, nehmen euch natürlich ein bisschen mit. Vielleicht zeigen wir euch einfach danach wieder, wie das letzte Mal, was wir gekauft haben, je nachdem, wie das Ganze funktioniert.
Mega cool, bis jetzt Verkehr auch kein Problem. Also ich weiß nicht, was da einige Leute für ein Problem haben. Vielleicht wird es noch ein Problem, aber wir kommen ganz gut durch und sind unterwegs zu unserem nächsten Ziel, den St. Peter's Pools. Zurück vom Einkauf zeigen wir euch noch kurz unsere Beute. Das Ganze hat uns knapp 17 € gekostet. Liebe Reisefreunde, wir sind eine Ortschaft weiter und zwar sind wir in Marsac-Logs und jetzt bitte straft mich nicht ab wegen der Aussprache. Mit der Sprache in Malta ist es so, dass es ein arabischer Dialekt ist, also eine semitische Sprache und dass die einzige ist, die in lateinischen Buchstaben geschrieben wird. Also kein Wunder, können wir das Ganze nicht aussprechen. Es ist dazu die einzige semitische Sprache in ganz Europa, also echt was Spezielles, auch zum Anhören. Für uns klingt es so ein bisschen wie Arabisch. Marsa-Logs, das bedeutet Marsa für Arabisch Hafen und Logs für Südwind. Also Hafen am Südwind bedeutet das. Und das Örtchen hat 3000 Einwohner. Wir sind gespannt, wie es hier aussieht. Ganz viele typische Fischerbötchen stehen hier rum. Und es soll auch einiges zu essen geben. Also kommt mit, es geht hinein nach eben diesem Marsac-Logs. Markt gefunden! Ich im 7. Himmel. Louis weiß, dass er jetzt ein bisschen mehr Zeit hat für ein paar Details zum Filmen und die werdet ihr jetzt gleich sehen. Der Markt ist übrigens jeden Tag, weil ich dachte ja jetzt, dass er erst nur sonntags. Und als wir dann hierher gefahren sind und es war Markt, na da war ich ganz schön aus dem Häuschen. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr für euch. Ihr habt heute Morgen ja gesehen, wie die MSC eingelaufen ist in den Hafen von Valletta. Das konnten wir ja aus dem Bett heraus beobachten. Und jetzt kommen uns ganz viele Leute entgegen, die haben dann so einen Sticker hier auf, der die 3 Buchstaben plus eine Nummer, die Nummer der Tour, die sie jetzt hier gebucht haben, ja, tragen. Die Nummer 31 und 10, das sind die Touren übrigens, die von der MSC hierher in dieses Örtchen führen. Es ist Zeit, die typische Spezialität auf Malta zu probieren. Pastizi nennen die sich und wir haben sie jetzt hier in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal haben wir hier mit Käse, hier drüben haben wir mit Hühnchen und das ist Erbsenmus. Probieren wir mal. Ja, ist das Erbsenmus? Ja. Was bezahlen wir jetzt hier für ein Stück? 40 Cent kostet eins. Gut, dann beiß mal rein. Ja, ich würde dann mal hier beginnen. Ne? Das ist jetzt Käse. Das ist so wie ein Blätterteig oder Strudelteig vielleicht. Erinnere mich ein kleines bisschen an Lübeck. Lecker. Schön knusprig. Ich mag ja solche Gebäcksachen. Was übrigens in Malta auch sehr gut ist, ist dieses Bier. Ich habe das schon richtig lieben gelernt. Mega, mega gut. Aber jetzt probiere ich hier auch mal noch eins von diesen Pastizi. Ja. Kleines Fazit dieser Leckereien. Also der Käse, der ist mega. Das Chicken ist mit Abstand das Beste. Und das Erbsen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann man auf jeden Fall probieren. Richtig leckere Spezialität auf Malta.
das war's aus diesem wunderschönen kleinen Örtchen auf Malta. Unsere Reise, die geht weiter. Jetzt fahren wir zu den St. Peters Pools. Muss ein wunderbarer Ort sein, um zu baden. Ob wir dann auch reinspringen, das schauen wir mal. Auf jeden Fall unbedingt hierher fahren, lohnt sich auf jeden Fall. Ist mega, mega cool hier. Und nochmal vielen lieben Dank an Axel und Nicole für die vielen Tipps. Das ist einfach Gold wert, wenn man so unterwegs sein kann. Vielen lieben Dank. Ja, das war definitiv ziemlich eng, auf diesen Parkplatz runterzufahren hier am St. Peters Pool. Wir hoffen, das Ganze hat sich auch gelohnt. Vor uns steht noch ein kurzer Fußmarsch. Und schaut mal, das ist doch immer nicht so ein gutes Zeichen, wenn hier Seitenscheibenteile liegen. Das ist immer für uns so ein Zeichen, naja, besser ein bisschen aufpassen. Den Packsafe am besten zweimal packen und dann ja, schauen, dass nichts rumliegt. Das ist halt hier wirklich hochtouristisch, das Ganze. Und ja, da passen wir immer besonders auf, dass wir nichts rumliegen lassen. Aber jetzt geht's auf, runter an die St. Peters Pools. Die St. Peters Pools, die sind übrigens berühmt geworden, weil ein Anwohner hier mit seinem kleinen Jack Russell in einem Werbespot mitgespielt hat. Und weil dieser Einwohner, der kommt regelmäßig mit seinem Hund hierher und die springen dann quasi synchron hier ins Wasser. Und das hat in diesem Werbespot so viel Aussehen erregt, dass jeder danach hierhin wollte. Und deshalb ist das hier definitiv kein Geheimtipp mehr. Das war es mal vor ein paar Jahren, aber eben dann kam dieser Werbespot. Aber es ist auch wirklich unglaublich schön hier. Wenn man sein eigenes Bett mitfährt als Camper, dann kann es durchaus passieren, dass man sich zwischendurch mal kurz hinlegt und einnickt. Genauso ist es mir gerade gegangen. 2 Stunden durchgeschlafen und jetzt ist es schon 5 Uhr abends, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich wollten wir noch viel mehr machen, aber es hat gut getan. Ihr Camper, ihr kennt das sicherlich alle, wenn man sein eigenes Bett ja mitfährt. Es gibt ja nichts Praktischeres, als sich einfach mal hinzulegen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie macht ihr jeweils eure Pausen, wenn ihr unterwegs seid? Legt ihr euch auch mal hin und schlaft ein bisschen oder wie macht ihr das? Das würde mich wirklich interessieren. Tja, jetzt ist es halt ein bisschen später. Wir haben ja die letzten Tage auch wirklich viel gemacht und quasi fast nie eine Pause gemacht. Dazu die letzte Nacht, die ja wirklich ziemlich laut war. Ziemlich unangenehm und darum ja, hat jetzt das wirklich gut getan. Aber jetzt machen wir hier noch eine kleine Runde. Wir sind genau hier. Ich spreche die Namen nicht mehr aus. Und ja, schauen wir mal, was man hier machen kann. Ja, jetzt haben wir natürlich die Sonne verpasst, ne? Und türkisfarbenes Meer, das kommt erst so richtig zur Geltung, wenn die Sonne reinknallt. Die ist bereits da hinter dem Felsen verschwunden. Und naja, gucken wir einfach so. Da hinten kann man anscheinend noch in eine Höhle. Ja, ich glaube, da kann man sogar einmal rumgehen. Ist jetzt nicht besonders lang, aber kann man machen, ja. Schauen wir uns mal kurz an, oder? Okay.
In Malta gibt es ja überall kostenfreies WLAN und man kann hier sogar die App downloaden und dann findet man den nächsten Punkt, wo es dieses kostenfreie WLAN hat. Man muss dann jeweils ein Alter, das Geschlecht und irgendeine Nationalität eingeben. Wir haben da schon die witzigsten Kombinationen gemacht, wir zwei. Und ja, dann hat man irgendwie, was ist das, vielleicht eine Stunde? 2. Free Wi-Fi und kann sich, wenn das abgelaufen ist, einfach wieder einloggen. Hat keine Beschränkung, nichts, ist super schnell. Und ja, in der Nacht von gestern auf heute hatten wir sogar am Stellplatz noch dieses Free Wi-Fi. Ist echt mega cool. Ja, und jetzt heißt es Stellplatzsuche. Unser großes Hobby in Malta. Wir haben es ja im letzten Video schon gesagt. Malta verfügt über keine Infrastruktur für Camper. Keine Versorgung, keine Entsorgung, keine Stellplätze, keine Campingplätze. Also man ist da voll auf sich selber angewiesen. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir heute ein bisschen einen ruhigeren Stellplatz finden als noch letzte Nacht. Und ja, dass das auch zeitig geschieht, dass wir das nicht im Dunkeln machen müssen. Ihr werdet es erfahren. So ihr Lieben, hier wird gerade für die Nacht eingeparkt. Wir haben einen Stellplatz gefunden, nach ja, noch nicht mal so langer Suche. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass er ein bisschen ruhiger ist als noch letzte Nacht. Wir stehen hier wirklich quasi am Abgrund. Wirklich, ich muss schnell winken, wartet. Also jetzt ist Steffi eingewiesen, Parkplatz für die Nacht ist gefunden und schaut mal, so sieht dann das hier aus. Aber mehr davon gibt es dann morgen früh. Jetzt machen wir erstmal Abendessen, lassen den Tag ausklingen und gehen dann schon bald wieder ins Bett. Ja, aber würdet ihr für eine Note geben oder besser gesagt, wie sucht ihr jeweils eure Stellplätze, eure Freistehplätze? In Malta ist das halt wirklich gar nicht mal so einfach. Park4Night hat keinen einzigen eingetragenen Platz. Also wenn ihr dann mal einen findet auf Malta, dann ist der wahrscheinlich von uns. Ja, also Stellplatz ist gefunden, da bin ich sehr, sehr froh. Das ist immer so ein bisschen ein Thema zwischen Steffi und mir. Steffi hat ein bisschen andere Ansichten, die würde mal da schlafen, mal da schlafen. Und für mich muss es immer so ein bisschen exklusiver sein, ein bisschen schöner, ein bisschen, tja, so bin ich halt. Und dann, ja, ist es manchmal nicht so einfach. Geiler Ausblick hier, hä? Ich finde es echt mega schön und schönes Licht, blaue Stunde. Ja, aber jetzt ist gut, also wir essen was. Heute ist das Experiment Ricotta Spinat Cannelloni aus dem Omnia gestartet. Der Wecker hat soeben geklingelt und somit angezeigt, dass es fertig sei. Ob das auch stimmt, das werden wir gleich sehen. Ausschauen und riechen tut es schon mal sehr gut. Ob es auch schmeckt, das werden wir gleich testen. Und wenn es besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es dieses Rezept bald bei uns auf dem Blog geben wird. Da findet ihr übrigens auch diverse andere Rezepte zum Omnia. Findet ihr jetzt hier oben, könnt ihr rüberklicken, weil dieses Video ist jetzt zu Ende. Schön wart ihr dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch Malta auch der zweite Teil so super gefallen hat wie mir. Ich bin ja immer noch sehr neugierig, was uns hier noch alles erwartet. Also lasst gerne auch ein Abo da, damit ihr die folgenden Videos nicht verpasst. Und jetzt haben wir schon seit knapp 2 Stunden Hunger und werden essen. Schön wart ihr dabei und tschüss.